Salut alle Goe, hier sind ich nach ein Kehr, an das Kehr präsentieren ich aber ein neues Spiel. Wir spielen lo Bingo, aber nicht ein traditionelles Bingo. Wir spielen ein Bingo, wo da verschiedene Aufgaben verschiedene Spieler müssen machen, dass die verschiedenen Ziffern durchstreichen. Es geht sicher ganz flott. Alles. Für dich müssen wir uns aber ein Blatt präparieren. Und zwar ein für alle Personen, die mitmachen. Ich habe den Computer gemacht. Wir können doch gerne einfach mit der Hand machen. Links habe ich mir aufgeschrieben, welche Aufgaben sollen bei welcher Ziffer gemacht werden. Hallo, weiß nicht, wie das Spiel geht. Wenn ihr ein 6 würfelt, muss ihr für dich vier Wände aus eurem Raum aufpacken gehen, dass ihr Ziffer durchstreicht. Wenn ihr mit groß Kanner habt und ihr wollt ihn nicht schwer machen, könnt ihr ihnen sagen, dass ein 6 nicht durchgestracht gehen. Bei einer 4 muss man in diesem Fall Skateboard fahren. Und zwar benutzen wir dafür einfach Sachen, die über den Boden können rutschen. In diesem Fall zum Beispiel ein Tuch. Wenn der ein Tor fertig schützt, könnt ihr ein 4 durchstreichen gehen. Aber passt auf, da wo kein 6 an der Reihe ist. Wir können da noch ein Bingo zu machen. Wenn ihr ein 3 würfelt, dann könnt ihr Frisbee spielen gehen. Hier haben wir verschiedene Sachen benutzt als Frisbee. Aluminiumsdeckeln, oder ein Deckel von einem Eimer oder sogar Papayas, Tellerin, die ich ausgeschnitten habe, und sogar ein Plastiksteller. Dann braucht ihr just noch ein Ziel zu finden. Die Kinder müssen hier Frisbee rausschießen. Hier haben sie 5 Frisbeen und ich habe ihnen als Aufgabe gegeben, dass sie 3 Frisbeen auf Manns müssen rausschießen. Wenn sie aber nur 2 Frisbeen zum Beispiel rausschießen, dann müssen sie einen Strafrund rund um den Tisch laufen. Wenn sie just ein Frisbee schießen, dann 2 Runden, also weiter. Nur die Strafrunden können ihr dann R3 durchstreichen. Wenn ihr ein 5 würfelt, dann dürft ihr Bowling spielen gehen. In diesem Fall haben wir 3 Strümpfe benutzt. 3 Aalstrümpfe könnt ihr einfach, wie in diesem Fall, Säckelscher könnt dran machen. Oder ihr benutzt einfach einen Knüdelstrumpf oder ein kleine Patsy oder auch irgendetwas anderes. Dann brauchen wir natürlich auch Ziele. Hier haben wir einfach 3 Ziele und das sind Milchpackungen und Salzstreuer. Ihr könnt natürlich auch Plastikflaschen holen oder irgendetwas anderes. Hier ist noch ein Getzelwicht. Wenn ihr keinen von den Zielen aufschießt, dann müsst ihr 3 Strafrunden laufen rund um den Tisch. Wenn ihr 2 aufschießt, dann muss ihr 1 Runde laufen. Wenn ihr just 1 aufschießt, muss ihr 2 Runden laufen. Wenn ihr sie alle aufschießt, dann müsst ihr gar keine Strafrunde laufen. Hier in diesem Fall müssen noch 1 Strafrunde laufen und dann dürft ihr den 5 durchstreichen. Wenn ihr ein 1 würfelt, dann müsst ihr ein Becherpyramide aufschießen gehen. Dafür haben wir einfach Papayasknüdel benutzt und natürlich als Becherin, die wir als Pyramide aufgebaut haben. Hier hat er 4 Knüdel. Wenn ihr die 4 Papayasknüdel geschossen habt, guckt ihr einfach, wie viele Becherin übrig bleiben. Und so viele Strafrunden muss ihr laufen, dass ihr ein durchstreicht. Wenn ihr ein 2 würfelt, dann müsst ihr einen Bärengang machen. Das heißt, auf euren Händen und auf euren Face ein Tour rund um den Tisch machen, ohne dass die Knie den Boden berühren. Wenn ihr euren Tour fertig habt, dann dürft ihr R2 durchstreichen gehen. Bingo! Wenn ihr das Spiel verstanden habt,
dann geht es los. Komm mal spielen. 3, 2, 1, alles. Vergisst natürlich nicht, um Schießen Sachen zu raumen. Wow, gute Schuss! An einer Kehr alles aufgeschossen, also kein Strafraum. Hier sind zwei besseren Bleiben geblieben, also 2 Strafrunden. Oh, ich meinte, den vergisst zu raumen, aber schneller im Raum gehen. Bis 2 geschoss, also ein Strafraum. Alles. Alles aufgeschossen, also kein Strafraum. Kein aufgeschossen, also 3 Strafrunden. 1, 2, oh, und den dritten. 3. Ja, richtig. Jetzt also Bingo. An 8 Spieler gemacht. Hei war ganz schnell und ganz gut 10 Spieler an aber nicht gewonnen. Muss ihn also auch ein bisschen Chance haben. So, das Spiel ist fertig. Tut gerade ein Bingo gehabt. Das heißt, er hat ein ganzes Teil ausgefüllt und Bingo gehabt. Aber, wenn es zu kurz war, könnt ihr auch ein bisschen mehr spielen, indem ihr da mehr Bingo sammelt. Zum Beispiel könnt ihr sagen, für den ersten Bingo kriegt den ersten 10 Punkte, den zweiten kriegt 5 Punkte. Wenn ihr zu mehr seid, so 3, 2, 1 Punkte. Dann könnt ihr gucken, wen als zweiten, also den zweiten Bingo möchte, dann kriegt ihr einmal 10 Punkte, voire 5 Punkte, wenn ihr den zweiten lasst. Also weiter, also führen, bis das ganze Blatt dann ausgefüllt ist. An dem Moment, den als ersten ganz Blatt ausgefüllt wird, der kriegt dann 20 Punkte. Und dann rechnen da einfach Punkte zusammen und ihr guckt, wer zum Schluss gewonnen hat. Die könnt natürlich auch andere Spieler machen, die könnt lauter andere Spieler fangen, für an dem Bingo zu spielen. An den Älteren können natürlich auch mitmachen, aber wenn sie wollen, ob sie Fitness machen, können sie auch andere Sachen machen. Zum Beispiel können sie bei einer End können sie einen Squat machen. Das heißt, die geht auf, Arm hoch, Squat, während 10 Kehren zum Beispiel. Oder ein Burpee, oder Pumpeln, oder Seilsprangen, oder. Die könnt lauter Sachen erfahren, für ihr Fitness zu haben, und da könnt ihr am plus moderne Kanner spielen.
Ich hoffe, dir hat Spaß. Ich hatte nun und kann auch. Bis dann. Bleibt aktiv, bleibt daheim.